Wir sind zurück, frierend, schlotternd, noch nicht bibbernd, schlotternd, aber zumindest zurück hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bei der hoffentlich letzten Folge noch in, naja, mehr oder weniger schlechter Full HD Qualität, sprich auch schlechter oder normaler Switch Qualität, ne, sondern, ja, wenn alles klappt, wie ich mir vorstelle, ist das die letzte Folge mit den Sidequests. Das heißt, an der nächsten Folge ist eigentlich das große Finale dran. Der Endkampf gegen das Böse, gegen Ganondorf und was auch alles dazugehört. Und das Finale will ich dann endlich auf der Switch 2 bestreiten und deswegen, ja, ist es Zeit für uns das Ganze zu beenden. Erst einmal haben wir in der letzten Folge ja bei den restlichen Sidequests, die wir ja alle noch haben, ja, es sind viele, wir haben alle schon gemacht soweit, ein Teil davon. Sprich, wir haben alle Bilder, die hier gefragt sind, bereits fotografiert. Heißt für uns eigentlich nur noch abgeben, die Bilder. Und der Brunnenfan fehlt noch. Hier steht was von 17 Brunnen. Ich war oft mal kurz zurück im Spätpost zum Gucken und habe aber gemerkt, scheiße, die Brunnen, die ich schon markiert habe auf der Karte hier, wie der zum Beispiel, das ist noch nicht so ganz korrekt. Ne? Also da fehlt doch noch ein bisschen was mehr. Dann haben wir nochmal sehr genau in Lupe genommen und ich hoffe, ich habe jetzt überall hier auf der Karte, wo ihr ein Sternsymbol seht, müssen noch fehlende Brunnen sein. Es sind keine 17, es müssten 15 sein, weil wir noch 2 Stück dabei haben, also schon seit dem letzten Mal im Spätposten waren und schon mal gesehen haben müssten. Ich hoffe, das funktioniert. So, was mache ich jetzt hier? Ich habe mir gedacht, wir werden, für die Folge ist jetzt eigentlich der Plan, dass ich die Brunnen hier noch abgehe und gleichzeitig halt noch die Bilder abgebe, um die Sidequests, die wir haben für die Stelle, um die auch noch abzuschließen. Ne, also quasi so ein bisschen was so pfadenheldenmäßig alles abgehen und dass wir dann am Schluss quasi zum Spätposten zurückgehen können, vielleicht sogar auch erst in der nächsten Folge dann. Das gucken wir mal, aber ja, zumindest in der Folge, was Sidequests betrifft, alles soweit gemacht haben. Das ist der Plan. Wünschen wir Glück, dass es funktioniert. Ein bisschen Auftrieb, natürlich auch geil. Hat ein bisschen Auftrieb oder nicht? Ein bisschen schwer zu erkennen. Nein, ich muss sowieso dahin. So, hier unten ist irgendwo ein Brunnen. Ein vergessener Brunnen. Aber wo vergessener Brunnen, was natürlich mal machen könnte, ist mal einen Sensor darauf wieder einstellen, ne? Ich meine, ich habe es so markiert, aber so genau jetzt auch nicht. Also von dem her kann schon sein, dass dann und andere fehlen würde, ne? Ah, hier. Hübsche Brunnen. Achso, das hat gerade irgendwas in mir vorbeigehuscht. Eine schöne Klammerhexe. Jo, die haben wir. Alle Brunnen abgehen. Das war eigentlich nicht Dinge so vorgestellt, dass man machen könnte, aber das ist hier und dann noch ganz nützlich. Wir haben hier ein paar Bratchilis eingeworfen. Ja, okay, das kennen wir. Ist doch einmal so verkehrt, ne? Dass wir hier noch irgendwie kochen könnten und so. Aber wenn, da wir das auch in der nächsten Folge machen, Freunde, ne? Also dann auf der Switch 2, wo wir auch hier dann noch ein bisschen überlegt haben und sowas dann machen, aber eben. Das alles Zukunftsmusik. Wir kümmern uns erstmal um die Dinger hier. Hier ist eh noch ein Brunnen in der Nähe, den nachher Bild abgehen können, wobei da ist ja keiner mehr, ne? Das ist eine Kleeblattkurier. Genau, das heißt, der nächste Brunnen wäre hier hinten. Da komme ich wohl am besten von daher. Ja, während in der Folge, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch sehr, sehr oft teleportieren. Das wird ein Spaß, ne? Und ich fühle, es wird wieder mal eine Überlänge-Folge, so wie die letzte werden. Aber ja, klar kann ich jetzt ja wieder aufteilen und so, aber sind wir eher noch. Es ist, glaube ich, für alle angenehm, wenn ich so Dinge irgendwie kompakt abschließen kann. Ja, Link friert, das ist. Bin ich und der schon wieder? Ah, da sind ziemlich bescheuerter Ort, ne?
Naja. Link soll ruhig ein bisschen Schmerzen ertragen, ne? Das härtet ab. Außerdem füllen wir es eh wieder auf, ne? Also insofern. Und wir haben genug Herzen, ne? Das ist eh kein Problem. So, jetzt muss da entlang. Brunnen in der Nähe und ich fliege genau darauf zu. Ach, ist das schön. Und ja, wie schon mal erwähnt, wir werden die restlichen Mayo Sigma Dingsbums noch fehlen würden. Für Kotlin oder Kilton war es, werden wir nicht mehr holen. Wir haben alles, was wir von ihm kriegen für Rüstung, haben wir zusammen. Auch alle Gegenstände, es wird bloß darum gehen, ihn klüger zu machen, weil er sich selber noch in einen Mayo Dingsbums verwandeln will. Aber das ist ja nicht nötig für 100% oder so. Beziehungsweise für die Story. Besser gesagt, für 100% eigentlich schon. Wird auch so kalt, ne? Das finde ich eigentlich auch so ein cooler Effekt. Mal kurz gucken, wo wir hinkämen. Bis zum... Okay. Ja, Link friert ein bisschen. Eigentlich schon nicht schlecht, ne? Weil ihr wisst ja, eigentlich Gaul und so, schauen wir nicht ins Maul. Deswegen, das Ding hier sicher nicht verkehrt. Haben wir schon alle? Ja, aber alle. Gut, dann hätten wir den auch. Na, wunderbar, ne? So geht's ein bisschen voran. Dann kurz hier hin, wir gehen zum Stall und dann sind wir, glaube ich, bei den kalten Gefilden schon mal so weit durch. Zumindest fast. Ja, das andere, was wir auch nicht machen werden, sind alle Krocksamen, ne? Weil eben, wenn wir die alle gemacht haben, wir kriegen zwar eine nette Belohnung von Maronus, glaube ich, irgendwie sein... Naja. Das ist nochmal irgendwie eine Art Item, ne? Und man sieht, ja, wir haben alle Dinge gemacht, alle Krocksamen. Aber ganz ehrlich, nee, also... Ich liebe das Spiel und so, aber das muss es nicht sein. Scheiße, haben wir schon gemacht. Genau zu dem Stellen schon gemacht haben. Mensch, Michael, ey. Okay, den Stall haben wir. Der nächste Stall. Gucken wir mal. Wäre der hier, ne? Wir haben zwar die Brunnen hier schon gemacht, die da oben auch. Wir können aber trotzdem mal ganz kurz hier hinfliegen. Spielt ja keine Rolle. Ja, also das sind die beiden letzten Dinge, die ich nicht mache. Also Mayo Signo plus eben, was dazu gehört ein bisschen, sind halt die Höhlen, wa? Weil würden wir alle reichliche Maya-Dinger sammeln, dann hätten wir auch alle Höhlen noch gesammelt und gesehen. Ja, mein Gott. Dann fehlt es halt, ne? Und eben die Krocksamen. Den Rest haben wir eigentlich soweit alles. Wir wissen sonst nicht, was wir alles machen können. Wir haben auch alle spezielle Pferde, die es gibt, haben wir auch alles. Also, der ist schon nicht schlecht, der Specht. Meister Link, Mann! Du hast dir noch diesen leeren Bilderrahmen an. Mann, Mann, Mann. Ah. Ich hab das Bild. Kann ich es auswählen? Ja. Ah. Wunderbar, Mann. Genau so ein Bild wollte ich. Ja, mal's mal schön ab. Ich würde es gerne per Bluetooth schicken, aber ist halt schwierig hier. Und dann aus irgendwelchen Gründen ja zum Vorgänger, im Vergleich zum Vorgänger hin ja das Sheikah-Pad ja entfernt hat. Oder eliminiert hat oder so. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Und stattdessen auf ein Pura-Pack gebaut hat. Was mehr oder weniger genauso ist, außer halt den Spezialeffekten. Naja. Das könnte doch einmal groß auf den Markt bringen, ne? Damit halt jeder so ein Pura-Pad hat. Und gegenseitig Bilder austauschen und so. Also das ist doch geil.
Leuchtpilz-Tomateneintopf. Ah. Ah. Da finde ich halt auch so cool, dass man halt, wenn man hier diese Stallquest gemacht hat mit den Bildern, dass man immer auch das hier hinten kriegt, was hier abgebildet wird. Das ist schon nice. Oh. Meister Link, was gibt's von mir, von dir, was? Nein, ich will nicht übernachten. Können wir einen Rabatt abholen, hallo? Also, gib mir Rabatt. Ja. Oh. Na. Also von uns 3 Fitkarotten, wow. Ah. Dann können wir 5 Übernachtungsgutscheine dir, Meister Link. Mhm. Naja, Gutscheine halt, ne? Wer braucht sie schon, ne? So, dann haben wir hier unten einen. Wie komme ich denn da am besten hin? Relativ tief zu liegen, ne? Da wäre hier oben gar nichts. Da auch kein Turm. Soll ich irgendwie von hier versuchen rüber zu gleiten? Weil hier ist halt ein Berg, ne? Wenn ich halt von hier aus versuche, dann kann man dann nicht so schnell hin. Wenn ich es von hier aus versuche, das Gefühl, es könnte ja klappen. 11 Minuten schon rum, war? Ein bisschen weiter so. Ich finde es schade, dass es keine Rüstung gibt, mit der wir schneller gleiten oder fliegen können. Wir haben so das Aeroset, aber das hilft uns ja nur, damit wir in der Luft besser steuern können beim Fall halt. Und wenn wir natürlich was anhaben und direkt runterklatschen würden, damit wir keinen Fallschaden kriegen. Was schon cool ist, ne? Versteh mich nicht falsch. So, da kurz mal die Ausdauer hier auftanken. Da vorne ist ein Turm. Hübscher Turm. Also einer wieder mal. Ja, einen, der direkt in den Untergrund führt. Naja, wer es braucht, bitteschön. Ich habe im Untergrund genug gesehen, tatsächlich. Dann sind wir hier, ne? Wo hat es denn hier näher am Brunnen? Brunnen sage ich schon, Stall. Das ist schon die Pferdestation, ne? Ich muss sowieso hier hin noch. Da oder hin. Okay, gehen wir ganz kurz hier hin, ne? Wir eilen zum Turm in der Ebene von Hyrule. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr, ne? Gibt es so gewisse Orte, wenn du einmal da bist, dann... Warum soll es nochmal zurückgehen, ne? Ist leider so. Ist einfach leider so. So. Das war so ein Teil. Die gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ich wollte eigentlich rüber, dankeschön. Link, du stellst dich gerade auch ein bisschen an, ne? Einfach drüber klettern. Jeder normale Mensch würde einfach rüberfallen, aber nein, Link natürlich, der hat keinen Bock drauf. Der denkt sich einfach so, warum soll ich? So, meine Fresse. Also, da unten noch einer. Ja, das sieht verlassen genug aus für den Brunnen, dass irgendwo anders sein könnte. Da vorbeigelatscht? Ah, da. It's a blue one, ne?
Blasenschwert einsetzen. Ne? Man kann es nochmal zerbrechen, bevor wir dann in der nächsten Folge zu Gandalf gehen. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Oh. Das erinnert mich irgendwie an die Trainingsstation bei Skyward Sword. Auf der Startinsel. Ah. Das leider angetan. Oh! Ein Chica, ein Chica sage ich schon. Ein Jäger hier unten? Meister Koga. Ja, feel free. Ich glaube, so richtig gelohnt hat es nicht, Alter, ne? Jetzt hast du ein Kurzschwert, ja. Aber eine hübsche Idee, ne? Wieder mal so einen Jäger einzubauen hier, das kann man durchaus machen, das ist sehr angenehm. Vor allem die Jäger zu vermöbeln, Entschuldigung, ist natürlich auch sehr angenehm. Das Ding hier brauchen wir gar nicht mehr, ne? Haben wir geholt. Ah ne, das ist hier oben auf dem Berg oben, stimmt, das war doch dieses seltsame, wie heißt das Teil? Hau den Lukas oder so mäßig. Irgendwie sowas in der Art. Und irgendwie aus den ganzen Konstrukten her, nicht Konstrukten, aber aus den ganzen Bauteilen da so noch irgendwas bauen musste, um dann irgendwie die Glocke zu treffen und so. Wieso gehe ich eigentlich hier hin? Also, gerade hey, ist ein Brunnen, wieso gehe ich hier hin? Aber ne, ist ein Stall. Auch. Ja, bei dem Stall im Brunnen, ne? Was kriegen wir hier Schönes überhaupt? Eine Quiche, wie es aussieht, ne? Oder wie man in der Schweiz auch sagen würde, ein Käsefladen. Ein Käsefladen, ne? Ein Käsequiche oder so. Gibt, glaube ich, bei den Zutaten so eine gewisse kleinere Unterschiede. Aber grob gesagt ist eine Quiche und ein Fladen in der Schweiz, ja, man sagt wirklich so, ein Fladen. Auch wenn Pferde und sowas Ähnliches produzieren. Aber ja, ist im Prinzip dasselbe. Da gibt es halt auch in fruchtige Varianten, ne? Zum Beispiel mit Apfel, Kirschfüllung oder was auch immer. Da kannst du alles mögliche machen. Oder natürlich gibt es auch irgendwie eine Sahne-Variante oder halt gefüllt mit Käse. Käse-Zwiebeln oder irgendwie auch Gemüse und so. Ich glaube, Tarte nennt sich das Ganze auch auf Französisch. Obwohl, Quiche ist auch Französisch. Na, egal. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen Quiche und Tarte ist. Aber erstmal abwarten, ne? Erstmal gucken wir mal, was wir wirklich von ihm bekommen. Da kann ich mal ganz kurz googeln. Zum sehen, was der Unterschied zwischen Quiche und Tarte ist. So, Kirschbäume, wo seid ihr? Ja, da unten. Ja, erstmal nachmalen, ist klar. Du, 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 du. Eine Eiertorte. Dicke Eiercreme mit dem Teig gebacken, bis man eine Torte erhält, deren Duft niemand widerstehen kann. Naja, dann nicht ganz dasselbe, wobei eine Eiertorte. Ich meine, gibt immer sowas, was mir ein bisschen verwundert dann, wenn man auch von Käsekuchen spricht. Ne? Weil Käsekuchen hat man zuerst halt eigentlich auch anders vorgestellt, bis man gemerkt hat, eben so ein Käsekuchen ist eigentlich doch eigentlich auch ein Quarkkuchen, ne? So halt Strichkäsemäßig, ne? Nicht richtiger Käse von dem her. So, weil ich eben halt so ein Quiche und so anders kenne. So, gucken wir mal. Eine Quiche ist eine Spezialität der französischen Küche. Ungesuchten Mürbeteig mit einer herzhaften Füllung, deren Grundlagen ein Gemisch aus Eiern und Milch bildet. Ja, Mürbeteig ja, geht's aber auch beim Fladen eben, das ist halt das Problem. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ah, genau, Wehe, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich sagen. Zum Beispiel eine Käsewehe oder eine Fruchtwehe oder so. In der Schweiz haben wir halt eben auch Flade dazu. Nicht nur Wehe, sondern Flade geht eben auch. Aber kannst du auch Wehe sagen. Diejenigen, die es natürlich verkaufen, verstehen es trotzdem. Warte mal, was hat er jetzt? Quiche oder Tarte, ne? Genau, Quiche oder Tarte. Unterschied Quiche und Tarte, einfach erklärt. Während eine Quiche immer pikant ist, sind bei einer Tarte auch süße Füllungen wie Schokolade, Zitronen und allgemein Früchte erlaubt.
Ja, das ist eben bei der Wehe auch so. Im Schweizerdeutschen. Das ist halt eben der Witz an der Sache. Also, eine Wehe oder Fladde, wie man im Schweizerdeutschen sagt, ist wohl so eben eigentlich eine Tart, besser gesagt, weil man kann sie herzhaft haben mit Käse und Zwiebeln und so oder eben auch Gemüse. Man kann sie auch süß haben in Fruchtfüllung. Ist doch wunderbar soweit alles, ne? Also, genug gequatscht über das Essen, sonst kriegen wir da Hunger. Wir machen uns auf zum nächsten Stall. Da gibt es ja 2 Bilder zum Abgeben. Und dann gucken wir mal, ne, wo die restlichen Brunnen noch sind. Ein paar fehlen logischerweise noch. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 gefunden. Also, ich glaube, 15 haben auf der Karte markiert. Da sind noch einige dabei. Einige sind zum Glück auch ein bisschen nahe beieinander. Das macht es vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Nachts in der Wüste, eiskalt. Ja, das ist durchaus realistisch. Ein Zelda VR geben wir mal was, ne? Aber ich hoffe mal, dass wir irgendwann so eine VR-Umgebung haben wie bei Sword Art Online. Natürlich nicht mit dem Todesfaktor und so, quasi Death-Game-mäßig, sondern normalmäßig, VR, ne? Dass du wirklich irgendwie damit eintauchen kannst und so. Dein Bewusstsein quasi auch virtualisieren kannst. Ich denke schon. Na, egal. Ah. Hä? Der lachende Brillenfelsen. Ah. Ja, mach das schon. Du. One point. Ah. Kühlungspilzrisotto. Oh. Ich mag so Risotto, aber leider keine Pilze. Beziehungsweise, es kommt drauf an. Ne? Pilzgeschmack, kein Problem. Pilzkonsistenz, das ist ein großes Problem. Und dieses Schwammige. Sowas hasse ich. Da kommt direkt ein Würgereflex hoch. Deswegen so eine Pilzsuppe ohne Stückchen drin oder ganz, ganz klein, sodass du quasi das gar nicht schmecken kannst. Dass es halt die Konsistenz gar nicht so schwammig ist. Ah. Oder auch eine Pilzcreme oder so, kein Problem. Und richtige Pilze, ja, wenn überhaupt am liebsten roh, ne? Also überhaupt geht. Je nach Pilz natürlich, weil dann haben sie halt noch richtig Biss. So, bin gespannt, was kriegen wir jetzt. Sieht schon cool aus, ne? Mit dem Blick auf den Griok da rechts oben. Kann man machen. Scharfes Pilz ist. Was schon wieder? Oh. Wer hat jetzt haben dasselbe Ding gegeben oder was? Ein Kühlungspilzrisotto und ein scharfes Pilzrisotto. Okay, macht in der Wüste Sinn. Finde ich, haben die Entwickler da gut mitgedacht, ne? Muss ich jetzt zugeben. Huch, hab ich den vergessen? Hab ich einen Stall vergessen. Ups. Entschuldigung. Zum Glück habe ich das doch mal markiert, ne? Das wäre sonst ein bisschen peinlich geworden. Aber ich kann mir auch nicht alles merken von dem her. Sieht schon aus wie Gano, ne? Oh, hier kriegen wir, ist das ein Ausdauertag oder so? Oh. 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 Kannst du haben, hier, bitteschön. Oh.
Staune und weine. Oder weine und staune. Oder lass es einfach und sein es einfach ab und gib mir meinen Preis, damit er wieder gehen kann. Ganz wie du willst. Oh. Oh. Hm. Ah, die Spurmedizin ist okay. Oh. Was ein Spurtext, genauso extra vom Bild. Verstehe. Diese Quest geschafft. Welcher wäre wohl jetzt hier am nächsten noch, wenn wir schon dabei sind? Der Brunnenfan da unten. Guck ich mal hier hin, weil ich glaube, da unten haben wir sowieso keine Dinger. Ein Brunnen in der Nähe und so. Ein bisschen weiter oben wieder, ne? Zum Beispiel hier sind direkt 2 Stück. Ja, machen wir doch so. Und Teleportation! Etwas, was selbst die so noch nicht konnten, ne? Und die Shiga können sich teleportieren. Gut, sind wir ehrlich, ne? Das konnte Link schon in Ocarina of Time so teleportieren mit der Ocarina halt. Also von dem her. Du musst im Prinzip nur die Magie der Ocarina auffangen und sie so nutzbar machen. Insofern. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Ocarina of Time hier irgendwie noch eine Rolle spielt, was man bei Breath of the Wild zuerst dachte, hier dann irgendwie negiert wurde und so. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr dann beim nächsten Hyrule Warriors Spiel. Was sich in der Vergangenheit drehen soll, Zeit des Versiegelungskrieges. Oh. Also quasi den Kampf zwischen den Weisen mit König Rauru und Zelda gegen Ganondorf nochmal zeigen soll. Oh. Ausführlicher halt und vielleicht sogar noch ein paar Dingern, wo man sich sagen kann, ja, ist es jetzt Kanon, ist es nicht Kanon oder so. Naja, wie es immer so ist, ne, bei, sag ich jetzt mal, Spin-Offs. Ha. Ja, das Spiel findet jetzt nicht so gut, er hätte ein bisschen mehr Kontrast gerne gehabt. Oh. Es ist nichts drauf, ey. Wenn sowas irgendwie als Thumbnail auf YouTube machen würde. Also früher hätte ich es vielleicht noch gemacht, aber nein, also sorry, aber... Ich meine, wenn es vergrößert ist, siehst du schon was, aber so klein, jetzt ein bisschen besser gemacht, ne? Aber ja, ein bisschen mehr Kontrast dran und so. Hey. Wenn es wesentlich besser aussehen, vielleicht sogar noch mit den Sonnenstrahlen von links und rechts oben, dann wäre es noch besser. Ups, Entschuldigung, jetzt habe ich das gerade überklickt. Oh. Abwehr Tomatensuppe, wie war das? Abwehr Tomaten Bouillabaisse. Oh. Das ist mit Fisch, ne? Meeresfrüchten. Fisch und Krabben, okay. Tomaten, Fisch und Krabben. Okay, gut. Oder Krebse halt, je nachdem. Nee, nicht hier, muss ich hier machen. Ich will die Prämie. Oh. Ha. Bedarfsgutschein mal 5, okay. Oh. 3 Feet Karotten wieder, okay, jetzt wiederholt es leider. Ja. Ach, das muss ja passieren, ne? So, dann gehen wir also hier hin. Da haben wir auch nochmal. Jetzt ist die Frage, welchen Brunnen hole ich mir jetzt? Ich glaube den hier. Ja, wir werden hier, ne? Das passt doch eigentlich ganz gut. Du. 2 Brunnen nebeneinander. Das ist doch schön. Na komm.
Da ist ein riesen Abgrund, aber ich habe die Brunnen nie gesehen. Krass. Oh, gibt's auch noch hier. So. Ja, bringt mir nichts, ne? Weil tauchen kann Linke hier leider immer noch nicht. Da kommen wir nicht hin, da ist ein Schrein, da wissen wir schon, da waren wir schon. Okay. Okay, zum Teil sehr seltsamen Brunnen hier. Kein Krog. Was wir hier aber gut machen können, haben noch ein paar überhaupt. Oh, zwei Bomben, nicht mehr so viele. Dann muss ich wohl doch wohl oder übel eine Bombe nehmen, ne? Ach, weißt du was? Pfeile können wir da mal ein bisschen aufkaufen. Oh. Hä? Ist das eine Quest oder was? Das kann gar nicht sein. Hab's sonst alle Quests? Okay, doch nicht. Ui, ich dachte schon, ey. Meine Güte. So, dann die beiden Brunnen auch. Dann gehen wir kurz hier hin. Nachher dahin für zwei weitere Brunnen. Mal gucken, welches. Ja, da ist ja ein Stau am Fluss, ne? Da müssen wir noch hin. Gut. Dann passt noch wieder die Faust aufs Auge. Wir sind schon bei 33 Minuten, sprich eigentlich der geschätzten Halbzeit. Naja, also so stallmäßig oder sagen, ja, sind wir gut dabei. Brunnenmäßig, ja, muss noch ein bisschen Gas geben. Ich weiß jetzt nicht so, was ich hier rumtrödel und so, also während diesem Wartezeit, wenn gerade nichts läuft. Wir haben ein bisschen quatschen. Was kriegen wir hier? Apfelkuchen. Ah. Hyrule, schöner Sonnenaufgang. Tja. Ob es der schönste ist, weiß ich jetzt zwar nicht, aber es ist ein relativ sonniger. Ah. Mit Himmelsgeist drauf. Okay. Ich würde sagen, kann man machen, muss man aber nicht, aber hey. Blink. Oh. Spurt Apfelkuchen. Hat er recht. Ah. Ja, wieso Spurt, was gebe ich denn da rein? Apfel, Ziegenbutter, Honig. Das ist der Bantagras oder so, der Weizen. Ah, Zucker da unten vielleicht, ne? Naja, huch, was ist denn das hier? Also sind normale rein. Alles klar. Hätten wir das. Dann tagebuchmäßig. Nächste Quest. Ja, macht Sinn, ne? Jetzt, wie kam ich am schnellsten hier hin, ne? Oh. Also perfekt. Ja, von hier runtergleiten. Das war, glaube ich, auch ein Eisgebiet, wenn ich mich nicht täusche.
Ach Leute, es ist ein seltsames Gefühl, wenn man sich jetzt irgendwie so überlegt, dass wir bald durch sind. Klar, es sind wie gesagt keine korrekten 100% mit allem drum und dran, sage ich jetzt mal, was man überhaupt alles sammeln kann, das zwar nicht, aber sind in meinen Augen gute 100%. Und so gesehen, naja, eben ist es halt trotzdem so, dass man sagt, ey, ja, es ist halt lange Zeit wieder, ne? Jetzt will es nach so langer Zeit zu Ende gehen. Da ist schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen Wehmut dabei natürlich. Und sich auch fragt, ja, wir haben mich auch über das Projekt hindurch irgendwie verbessert oder verändert vor allem auch. Liege ich gerade richtig oder falle ich gerade richtig? Oh. Ja, natürlich andererseits eben auch die Frage gestellt, was hat man sich überhaupt so, naja, auch sonst irgendwie verändert oder Erfahrungen gemacht oder so. Das Spiel irgendwie einen bereichert auf eine Art und Weise. Der einen Runde nach unten führt. Das ist schon krass, ne? Bevor wir jetzt irgendwie angefangen haben, die restlichen Brunnen hier halt zu finden, hatten wir keinen einzigen Brunnen, der irgendwie nach unten führte. Ein Abgrund halt. Aber gut, ne? Brunnen sind halt von weitem halt dann nach Brunnen aus. Ne? Also von weitem denkst du halt wirklich, es ist halt eine Art Abgrund und warum soll es in den Abgrund gehen? Wenn wir schon eigentlich alles gemacht haben, hier unten. Und auch sonst, ne? Denkst du natürlich, okay, dann gehst du irgendwie halt vom Hauptpunkt aus. Also vom Spätposten aus, wenn du dich irgendwie verwirrst und so. Oder verirrst, weil hier sowieso alles dunkel wäre. Naja. Ist wie es ist, ne? Gut, hier der Brunnen, nachher direkt hier rüber gehen. Also ich glaube jetzt irgendwie die Sicht auf Zelda-Spiele, ja, also was wir natürlich sagen können, was ich schon ein paar Mal angedeutet habe, ist einfach, dass die Zelda-Spiele inzwischen zwar die verdiente Entwicklungszeit haben, das hatten wir eigentlich schon immer. Bei Ocarina of Time war halt, ja, da muss man halt vieles weglassen und so, aber trotzdem war es ein gutes Spiel von dem her. So oder so. Und für damalige Verhältnisse, sage ich jetzt mal, für das, was er damals so an Kriterien und Qualitätsansprüche hatte, war sowieso ein geiles Spiel. Auch heute noch. Und da ist es auch bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so, die Entwickler haben sich halt die Zeit gelassen, das zu entwickeln, ist ja auch richtig so. Aber eben, natürlich im Vergleich zu Breath of the Wild, wo du ja auch sagst, hey, irgendwie fehlt einem dann doch die Liebe zum Detail halt noch, oder die Liebe zum Detail in Bezug auf den Vorgänger. Und es gibt keine DLC, es ist nicht möglich, einen Wolflink-Amiibo aus dem Vorgänger hier auch einzulesen und so. Und gewisse Elemente von der Story her, die sich irgendwie mit den früheren Zelda-Spielen verknüpft haben, wurden rausgestrichen und so, oder ein bisschen verändert. Ja, das sind halt so Dinge, ja. Klar, das Spiel soll für sich selber funktionieren, das ist ganz klar. Aber Breath of the Wild hatte halt Hinweise auf Ocarina of Time, Twilight Princess, Skyward Sword, The Wind Waker und vor allem hat er Ocarina of Time, gerade auch wegen Prinzessin Naruto. Aber es hat funktioniert, es war trotzdem ein eigenständiges Spiel. Tja, und hier? Oh. Hier ist alles ein bisschen anders geworden. Naja, aber wenn das nicht, kann man noch ein bisschen mehr über den Collection erzählen, wenn das weit ist. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht denken wir auch so, nee, lass mal. Weil ich schon genug darüber gequatscht habe. Trotzdem natürlich, wir müssen ganz klar sehen, ich spiele jetzt hier seit über 250 Folgen. Und auch wenn es zwischendurch halt auch Probleme, auch privater Natur und so gab. Und vielleicht auch hier und da mal die Idee aufkam, soll ich überhaupt noch weiter spielen? Soll ich es abbrechen, beenden oder so? Eben aus diversen Gründen halt. Und aber sagen musste, nein, ich will es weiterspielen, ich will es zu Ende spielen, auch wenn natürlich das Finale, also die Story-Finale, das natürlich schon längst mal irgendwie abgeguckt habe und so, ne, also. So ehrlich darf und muss natürlich auch sein, sag mal, wieso habe ich überhaupt eine Markierung drauf auf der Karte? Ach so. Ja, die macht Sinn, Letzte Wurzel, die wir erst dann aktivieren können, wenn wir an den Untergrund bei Schloss Hyrule gehen, genau.
ja, eben, was ich eigentlich sagen wollte, ist auch, wenn hier und da was irgendwie vorgefallen ist und mir dachte, wie sind natürlich jetzt das so gelöst, es sind trotzdem fucking über 250 Folgen, die ich jetzt hier gemacht habe. Das heißt, ich habe das Ganze natürlich aus gutem Grund gemacht, ne? Weil es trotzdem gefällt, weil es Spaß macht und weil ich es ja auch abschließen möchte. So. Sind die hier bei einem Brunnen oder was? Ein Brunnen muss hier im Boden sein, also. Ja, beim See vorne, okay. Ist der rote noch? Krass. Ah, da ist er. Das war auch klar. Ich will nur ganz kurz umgucken, was ihr so hat. Oh, so einer auch noch. Bei Jäger ist keiner. Es läuft nicht hier so. Naja. Bodenloser See ist eine bodenlose Gemeinheit. Das ist jetzt der Stall. Okay, und hier. Geht mal kurz hier hin, ne? Dann hier rüber laufen. Halt die Frage, was man sich dann so, wenn man so ein bisschen Rückblick hält, und so denkt, ja, was wünscht man sich für den nächsten Spieler, ne? Den nächsten Zelda-Spieler? Wieder so Open-World-mäßig oder wieder ein bisschen Rückkehr zum Alten? Ja, schwierig zu sagen. Das waren jetzt hier die großen 3D-Zelda-Spiele, ne? Da bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen, weil da gibt es halt verschiedene Aspekte, ne? Wo ich mir denke, ja, 3D schon, aber bitte nicht mehr so groß wie jetzt Tears of the Kingdom, sondern eher so ein bisschen flacher gehalten wie Breath of the Wild. Aber bitte ein bisschen detailgetreuer das Ganze. Also detailgetreuer, sprich nicht mehr so, so leere Welten, ne? Bei Breath of the Wild, ja, da war es irgendwie noch klar, auch von der Story her. Und hier denkt man sich so, ist ein paar Jahre später. Und trotzdem sieht gerade der Platz hier so aus, als wäre hier gar nichts passiert. Also nach wie vor Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Aber klar, wie gesagt, ne, ursprünglich war es als DLC geplant. Und da sind natürlich auf die Dinge konzentriert, also die Orte konzentriert, die halt neu sind. Oder sich verändert haben müssen. Und das gehört halt hier nicht dazu. Insofern, ja. Also das Konzept mit den Höhlen und so und mit dem Klettern als Ausdauerbalken kann man von mir aus gerne so belassen, dass mit den Herzcontainern statt Herzteilen. Ja, kannst du darüber streiten. Ich war immer großer Fan der Herzteile. Aber kann man durchaus so lassen. Was ich gerne wieder mal hätte, wären die okkulten Künste tatsächlich. Die vermisse ich ein bisschen. Das ist so ein. Ich dachte gerade irgendwie so eine Miasma-Hand oder so. Ich was verwirrt. Wow. Nur das neue knapp, ne? Lass das mal den Tuli machen. Der Tuli macht das gut. Vielleicht. Bin ich rausgeschwommen oder was? Ja, aber hier ist doch gar nichts. Wo lass jetzt Ruhe hin? Ja. Nee, hier ist nichts, oder? Kann ich da durch? Warte mal. Hier sieht nur so aus. Scheiße.
Schon, komm Link, hör auf damit, ne? Aim doch hier durch, ne? Okay. Königshellebarde. Ja, nehme ich gerne mit. Ich will eh noch eine Waffe von dem her. So, hätten wir den auch. Ich habe aus welchem Grund noch eine Schatztruhe markiert, warum auch immer. Ich werde schon mal eine Gründe gehabt haben damals. Hier muss ich hin, ne? Hier haben wir noch 2 Dinge. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Stall. Also ja, Wünsche für ein erstes Zelda-Spiel wären für mich tatsächlich halt, dass man sagt, ey, bitte mach. Also, wenn Breath of the Wild-Style oder Tears of the Kingdom-Style gerne, aber bitte ein bisschen flacher. Also nicht mehr ganz so übertrieben. Auch das mit dem Krog sammeln und so, weil es sind einfach viel zu viele, die man da sammeln muss. Das alles bitte ein bisschen gemächlicher halten. Ne? Nach so Schreine, wo ich finde, das braucht es nicht wirklich. Hatten wir 2-mal, das war cool. Waren auch da zu viele. Aber so tempelmäßig wieder. Können durchaus mehrere sein. Oder 18 oder sowas, wie wir es auch schon mal hatten. Dann Medizin, ne? Oh. Aber ich denke wieder so, Link und Zelda aus der Ehre wird es wohl nicht mehr geben. Ne? Ich meine, die hatten wir jetzt in 2 Spielen hintereinander. Ich glaube, die haben ihren Frieden gefunden, ne? Die haben das verdient. Hingegen, da, also vom Helden aus, vom uralten Heldengeist und so, da noch eine Story wäre schon geil, finde ich. Wäre halt mal ein untypischer Link, ne? Aber damit hat Nintendo keine Probleme mehr. Wenn man anguckt, das letzte, aktuellste Zelda-Spiel ist irgendwie Echoes of Wisdom. Da taucht Link zwar mal kurz auf, aber man spielt eigentlich hauptsächlich Zelda. Oh. Wenn ja auch schon mal so Alternativen von Link mit Linkle zum Beispiel, ein Hyrule Warriors Teil, aber ich glaube, sowas könnte man durchaus mal irgendwie machen, tatsächlich. Ein Link, der einfach mal, ja, vielleicht kein Hylianer ist, aber mal anders ist halt. Oh. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema und wer weiß, wann überhaupt das nächste Zelda-Spiel angekündigt wird, ne? Das kann, wenn wir ehrlich sind, das kann noch dauern, ne? Also, So, welches hier nächste? Das ist der Brunnenfan. Ja, eben, da fehlen noch ein paar, da ist klar. Da gehen wir mal zum Stall des Waldes, ne? Das macht, glaube ich, Sinn. Aber jetzt holen wir erstmal die beiden. Hier unten haben wir sonst keine Brunnen mehr, ne? Ne, sind die auch hier dann. Ich glaube, viele sind sie auch nicht mehr. Kann ich hier runtergleiten? Ne, sieht schwierig aus. Und hier zu Fuß rübergehen. Ach du Scheiße, kann ich hier vielleicht die Abkürzung nehmen? Ja, sieht vernünftig aus, ne? Mal schnell Epona hatten wir schon lange nicht mehr. Oh. Oh. Ringo, Epona, Sonja, Pünktchen und Schimmel. Ne? Also Schimmel und Sonja sind die Spezialpferde hier. Oh. Schimmel das Riesenviech. Und Sonja ist das goldene Pferd von Zelda. Also einfach nach Sonja benannt haben, nach Raurus Frau, der ersten Königin von Hyrule. Ob es jetzt in der Timeline hier wirklich das erste Hyrule ist oder ob es das erste Hyrule nach einer Zerstörung von Hyrule ist, wer weiß das schon. Wird eben auch eine neue Timeline sein, in der Breath of the Wild und Tears of the Kingdom halt nach Skyward Sword spielen. Denn ja, schon mal erwähnt, Skyward Sword hatten ja auch Zeitreisen, wo immer Zeitreisen da sind, ist auch Potenzial für weitere Zeitlinien da. Ach, Epona, für das letzte Mal, dass wir mit dir hier herumreisen, ne? Ich glaube, dass wir dich im Kampf in Ganondorf gebrauchen. Ja gut, ich meine... Nee, ich glaube eher weniger, weil wir hatten schon bei Breath of the Wild, ne, konnten wir schon mit dir gegen Ganon kämpfen. Ich glaube nicht, dass sie das normal einbringen.
Epona, darf es gerne passieren, weil durch den Sumpf würde ich jetzt ungern mitschleppen. Komme ich da so rüber, da gehe ich runter? Ah, das geht sogar so, okay. Wir sind auch unterwegs, fleißig. Und die Frau verfolgt den Mann, auch fleißig. Man könnte auch sagen, typisch, aber lass ich jetzt mal. So, wir haben theoretisch noch 9 Minuten Zeit, Freunde. Ja, läuft. Dass wir noch einen Krog noch retten könnten. Ja, eben. Die ganze Krogsammlerei, also wenn ich irgendwann davon doch mal Bock hätte. Ja, aber ich glaube, wenn wir richtig reden, habe ich es auch bei Breath of the Wild nie getan, ne? Also insofern, da muss ich echt schon Bock drauf haben. Ein paar Krabben fangen. Ein paar Kröten, ja, warum eigentlich nicht, ne? Ich bin von einer Klippe gestürzt. Kletterpartien bei Regen kann ich niemandem empfehlen. Ja, Klammerkröten und Klammerkröten. Anti-Rutschmedizin, ja. Gibt's ja, ne? Ja, das seht ihr sehr schön. Eine Klammerkröte. Okay, können wir die hier eigentlich fangen? Nettes Detail, finde ich sehr cool. Wenn wir schon beim Thema sind, ne, was ich halt gerne bei einem Zelda-Spiel wieder hätte, das wäre tatsächlich wieder mal klassische Items. Klar, wir haben hier auch wieder Bomben, aber wir sind von Donnerbomben und so. Im Vorgänger hatten wir auch Donnerpfeile und Blitzpfeile, Feuerpfeile, Eispfeile und so, auch cool. Aber wieder mal so Items wie den Enterhaken zum Beispiel, ne? Nicht, dass man sich irgendwie mit irgendwelchen Fähigkeiten herancheaten muss und es ähnlich ist. Dann wieder mal klassisch. Ein klassisches Zelda, also quasi, am liebsten eigentlich sogar irgendwie zu sagen, hey, ich hätte gern Remake von Ocarina of Time. Mit einigermaßen der Grafik hier, ne? Natürlich ein bisschen anders und so. Eher Ocarina of Time angepasst, aber trotzdem mit der Grafik eigentlich. Mit einer offenen Welt, aber auch mit der Welt von Ocarina of Time. Und vielleicht eher so ein bisschen wie Manga, also sprich auch ein bisschen detaillierter, ein bisschen befüllter die ganze Gegend und so. Das hätte doch was, finde ich. Ist das wieder so ein Ort, wo hier drunter irgendwie so ein riesen Skelett ist? Warte mal, habe ich noch irgendwie einen einen Fünffachbogen, ne? Okay, den wir natürlich behalten. Kampf. Und dann neue Bomben farmen und so, aber ich habe gesagt, keinen Bock. Ja, da ist so einer. Also hier können wir theoretisch gut nochmal gegen so einen Stahl-Hinox quasi fighten. Den habe ich schon. Tausch mal aus, ne? Das neue Bild gefällt mir irgendwie besser. Okay. Warum nicht, ne? Wenn du halt Bock drauf hast, dir die vorzuknöpfen, kann man das durchaus machen. So, gehen wir kurz hier hin, ne? Machen den nächsten Stall. Hat aber noch 3 Stück, die fehlen, ne? Brunnen sind, glaube ich, noch 2. Vor allem der auf dem Todesberg oben, der wird auch lustig. Wie kommt dort überhaupt ein Brunnen hin, frage ich mich. Naja. Dankeschön, wie immer auf dem Kopf. So wie es gehört. Kann ich auch schon fast sagen. Eigentlich gar keine so schlechte Idee, ne? Stell dir mal vor, ein Spiel wie Ocarina of Time
Ja, so ein Remake noch Ocarina of Time. In einer offenen Welt. Wie Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild. Grafik wie hier. Performance halt Switch 2 mäßig, ne, sag jetzt mal. Wenn es wirklich flüssig läuft. Und mit den okkulten Künsten aus Twilight Princess. Und ja, hauptsächlich ohne zerbrechende Waffen. Ne? Also das Feature brauche ich gar nicht mehr. Das hatten wir jetzt zweimal, das haben mir gereicht, ganz ehrlich. Waffen, die kaputt gehen. Das Marshall, das kaputt geht. Also, sorry, aber irgendwo reizt es mal. Oh, was kriegen wir hier für ein Item? Ich bin mal gespannt. Was für ein Gericht, das wir hier kriegen als Preis. Das Marshall, das kaputt gehen kann, hey. Vor allem hier noch, bei Tears of the Kingdom. Mm. Oh. Du besitzt das Bild? Ja, ich besitze es. Ich bin im Besitz des Bildes. Oh. Oh. Ah. Oh. Glück. Oh. Spurt Gemüsecurry. Mm. Ich bin ein großer Fan von so Currys, aber es muss ein Thai-Curry sein, ne? Kein indisches Curry. Weil ich einfach von der indischen Küche, also von diesem Curry-Art, sag ich jetzt mal, nicht so Fan bin. Da mag ich lieber die Thai-Gewürze mäßig und Soßen und so. Wo ist denn das Bild, damit ich sehe, was das für ein... Muss einfach hier vergessen, ne? Müsste eigentlich hier sein, ne? Das Bild dazu zum Gericht. Naja. Also, wenn wir das auch. Wie viele Brunnen sind es überhaupt noch? Noch 2. So. Bis dahin eigentlich gar keine in der Nähe. Hier ist noch ein Brunnen. Wie kommen wir da hin? Sehen wir mal von hier aus, ne? Aber schnell runter. Aber Brunnen dürfen nur 2 oder 3 sein. Ne? Viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Das heißt, mit der Prophezeiung von einer Stunde bin ich gar nicht mal so schlecht dabei. Klar, wenn noch irgendwie so. Ich glaube, 5 Minuten haben wir sicher noch, aber. Letzte Folge war. Weniger, ne? Ja, nur 58 Minuten. Naja, was heißt nur, ne? Ja, ja. Zurück bei den Zoras. Moment. Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Aber ihre Augen, die finde ich cool. Brauchen wir Items. Wo ist da entlang? Ah, hier. So. Ich sehe ihn schon! Oder? Ja, das ist er. Guten Tag auch. Also Kriegerkonstrukt Horn. Oh. Mein Leben lang war ich der Ansicht, dass man jeder noch so ungewöhnlichen Zutat etwas abgewinnen kann. Diese äußerst seltsame mechanische hornähnliche Zutat, die mein Reisen ergab, ist jedoch ungenießbar. Weil gekocht, gedünstet oder gebraten ist sie zu gebrauchen. Ja, irgendwie etwas Metallisches oder so etwas. Naja, okay. Neben dem Mechanismus.
Das ist auch so komisch, ne? Eigentlich sind solche Dinge halt erst entstanden seit dem Kataklysmus, also eigentlich seit Beginn des Spiels, sag ich jetzt mal. Und trotzdem sind sie schon da, ne? Wiederum irgendwie auch cool. Ah, da ist noch ein Kröte im Wasser. Naja. Lass nicht Kröte mal Kröte sein, ne? Da ist auch noch... Entschuldigung, aber ihr war gerade ein bisschen zu nah dran. Oh, ich muss dich einfach schnappen. So. Schnie, schna, schnappi, das kleine Krokodil. Ne, ist also da oben. Und wenn wir hier mal gucken, haben wir überhaupt noch so ein Symbol, ne? Ein Sternsymbol, aber nur noch hier oben. Also theoretisch dürfte nur noch hier oben einer sein. Ich werde natürlich offscreen nochmal kurz abchecken, ob das wirklich stimmt, ne? Also einfach Spiel speichern, schnell zum Sperrposten gehen, alle abgeben und dann gucken. Wenn es wirklich alle sind, dann wieder das Spiel neu starten und dann können wir dann direkt zusammen loslegen, ne? Wieder. Aber ja. Theoretisch ist also nach einem Brunnen sind wir durch. Noch der Stall, noch ein weiterer Stall sind wir damit auch durch. So schön. Und dann offscreen eben gucken mit den Waffen, ne? Nochmal ein bisschen neu upgraden wollte. Dann nochmal zu den jeweiligen Octoroks bringen zum Upgraden und so. Ja, also ein bisschen was. Aber schon noch offscreen zu tun, bevor wir dann hier quasi zum Endspurt angehen. Aber es ist. Das ist eigentlich auch alles freiwillig, ne? Also wir müssen lange machen, weil mit einer aktuellen Waffe kommen wir sicher auch weiter. Da sehe ich jetzt weniger das Problem. So, hier haben wir wieder irgendwelche Items, ne? Und Bilder. Hier geht's plötzlich wieder. Ach, Goronia, das Daru-Monument. Ja, einfach auf dem Bild bzw. dem Monument dort da ja noch Charaktere von anderen Spielen abgebildet sind, ne? Also, das Gesicht unter Daruk sein. Es müsste dieser Knirps, dieser eine, was glaube ich, der Sohn, glaube ich, vom einen Goron aus Majora's Mask sein. Brandschussmedizin kriegen wir hier, okay? So. Dann fehlt nur noch das Bild. Oh, hier ist er falsch. Ich muss hier hin zur Prämie. Ja, schon wieder 3 Feed-Karotten, ne? Ja. Ja, 5 Übernachtungsgutscheine, also heißt, es wechselt sich jetzt einfach ab, ne? Entweder kriegen wir für eine Prämie 5 Übernachtungsgutscheine oder 3 Feed-Karotten. Ich meine, kann man machen, natürlich, ne? Ob es irgendwie besonders sinnvoll ist, sei es mal dahingestellt. So, geh mal hier hin. Dann schnell zum Stall, dann haben wir das letzte Stallbild, nachher zum letzten Brunnen. Und dann wird es Zeit wieder für ein bisschen Vorbereitungen offscreen-mäßig, bevor wir in der nächsten Folge endgültig hoffentlich alles abschließen können. Die sind auch überall hier, ne, der Gesangstrupp. Das ist schneller sicher, ist voll unheimlich. Sieht fast aus, das Bild, das ich jetzt, also das Gericht, das wir nachher kriegen würden, sieht fast ein bisschen aus wie Alaf Reis. Um Magenta aus Detektiv Conan zu zitieren. Zumindest ein wenig. Wirklich, Mann, du hast mein Bild gebracht. Also ja, ich hab's aufgenommen. Hier guckst du. Also in Octorok zu sehen, naja, ja schon, aber würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht um den Octorok da aussehen, ganz ehrlich. Aber hey.
Wildreis. Meister Link, du hast auch an anderen Stellen mit ihren Bildern geholfen. Wir haben von einem Pferdefreund den Auftrag bekommen, dir eine Belohnung für deine harte Arbeit zu bereichern. Bitte. Ein Diamanten. Oh. Ein Fitnesskarten. Geil. Vor allem, ihr müsst wissen, dass Karottenkuchen mein Lieblingskuchen ist. Ah. Aber nur der von meiner Mama, ne? Das ist klar. Also nicht irgendwie sonstige Dinger. Irgendwelche industrielle Kuchen oder sonst was in der Art. Das ist gar nicht aus, ein Karottenkuchen hier. Mit Fleisch drin und so, hä? Okay. Ah ne, da habe ich vorhin schon bekommen, ich Trottel. Naja. Wie auch immer, ne? Ich finde es natürlich, wow, sogar so viele. Fitness-Karottenkuchen. Da nur einen reinzujobbeln. Ah, da lacht das Herz. Karottenkuchen. Oh. Hier, Wildreis bekommen. Leicht geschmortes Wild auf Reis. Ein Klassiker. Lecker, lecker. So, damit hätten wir das also durch, ne? Diese Stall-Bild-Quest-Reihe. Fehlt nur der Brunnenfan und da eben, es müsste der letzte Brunnen sein. Ich portiere mich mal hier hinlaufen runter. Wenn einen Octoroks vorbeigehen, aber eben, das kann ruhig so sein. Ich werde dann eben die Octoroks offscreen nochmal aufsuchen und hoffen, dass sie meine Waffen ein bisschen upgraden und beziehungsweise heilen. Reparieren, besser gesagt, und dann, ja, wenn die offscreen mal ein bisschen neu synthetisieren und so. Wenn es ihnen mehr Sinn macht, und dann sind wir, glaube ich, durch. Auch mit dem Punkt. Wenn jetzt schon mal einer direkt vor mir steht, dann kann ich das direkt mal machen. Der nicht, wenn ein Brauersona ist. Ist zwar ein Waldschwert, ne? Neue Effekte. Sind beliebig oft verwendbar. Mit Gnadenstoß jetzt, okay. Anschlecht. Die Frage, kriege ich noch einen anderen Octorok raus oder war das der letzte? Aua! Muss doch schon, ne? Glück aber bestimmt nicht. Ich nochmal einen finde. Lasst mir sie schlafen. Okay, leider kein Octorok mehr hier. Na egal. Das sehe ich ihn schon. Oh ja, einer für den Untergrund. Nein! Nur wenn er was verdammt heiß ist. Ja, Link, ich muss zugeben, da ist auch mir zu heiß tatsächlich. Das muss ich dir nicht antun, Kumpel. Das war's. Freunde, wir haben alle Brunnen zusammen. Das heißt... Ja, jetzt suche ich es dort. Trotzdem, komm, scheiß drauf. Der letzte Akt in diesem Part. Teleportieren wir jetzt zum Spähposten. Während wir mit der Dame im Brunnen unten quatschen, aber vorher natürlich speichern und dann hoffen, dass wir alle haben, damit wir die Quest direkt abschließen können. Falls nicht, muss ich ja nochmal ganz kurz auf die Pirsch gehen und gucken, wo der letzte Brunnen noch fehlt. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt 2 Lists mittlerweile online, die ich gefunden hatte, abgeglichen mit unserer Map, zum gucken, wo sind überhaupt überall Brunnen und welche habe ich schon. Also es dürfte nichts mehr fehlen. Was habe ich nicht mehr? Die unten noch. Okay, gerade sei, okay. So.
Turm am Spähposten. Wehe, die Aufnahme ist nicht geglückt. Das ist voll scheiße. Wenn sie jetzt abbrechen würde, wäre das kein Problem. Ne? Ich nehme ein MKV-Format auf. Die kann man trotzdem bearbeiten, auch wenn die Folge abbricht oder wenn das Video abbrechen würde. Gott sei Dank. Hier zu MP4. Auch hier muss man mal überlegen, ob man eine neue Technik anwendet oder was es überhaupt Neues gibt. Ne? Ich bin halt irgendwie so der Typ, der sich sagt, hey, never change a working system. Aber so alle paar Jahre kann man sich trotzdem mal informieren, hey, was gibt es so für Neues, was nutzen andere YouTuber, Let's Player, Streamer und so weiter und so fort. So, wie sieht's aus, Fräulein? Besonders gut am Brunnen gefällt mir, dass es darin angenehm kühl ist. Es kann an heißen Tagen sehr hilfreich sein. Das sind 17 weitere Brunnen. Wir müssen alle haben, oder? Und hast du mir jetzt alle 58 Orte genannt, in denen sich in Hyrule Brunnen befinden. Brunnenbelohnung. Als Dank für das Finden sämtlicher Brunnen Hyrule hat die Cressa diese wunderhübsche Miniatur in der Glas als Geschenk überreicht. Aber so eine, wie sagt man dem? Eine Weihnachtskugel oder sowas? Quatsch, eine Schneekugel, genau. Das wusste ich gar nicht. Dass man hierfür noch ein Item kriegt. Krass. Es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel noch alle Krogsamen sammeln würde, also tatsächlich wirklich alle noch holen würde, würden wir auch noch ein Item dafür kriegen, dass man einfach statt den Krogsamen hier einfach hier Platz nehmen würde, aber es ist halt, ja, quasi, hey, Belohnung für alle Krogsamen, geil. Wie es bei den Mayo-Dingern ist, weiß ich gar nicht mehr, ob wir dafür noch was kriegen würden, anstelle dessen, aber eben, das sind die Dinge, die wir schon gesagt haben, die mache ich nicht mehr, weil es einfach zu viel ist. Denn wir haben ja alle Sidequests gemacht. Es gibt keine Sidequests in den Spielen, die wir nicht gemacht haben. Wir haben alle Filmsequenzen, alle Sidequests, alle Schreine, alle Episoden und ihnen fehlen nur das hier, die Hauptsieder. Teile pur am Spähposten an neuen Erkenntnisse mit. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden aber in der nächsten Folge, was ich gerne machen würde, so quasi Recap-mäßig, auch noch uns alle Erinnerungen nochmal angucken, nacheinander, halt auf der Switch 2 Version. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich überhaupt dann quatschen werde. Ob es quasi eine, wie soll ich das sagen, dass gar keine Let's Play-Folge ist, sondern einfach nur, ja, eben eine Recap-Folge quasi. Weil ich finde, das ist nach der langen Zeit doch wichtig, ne, damit wir nochmal alles uns in Erinnerung rufen können. Und damit die ganzen Erinnerungen frisch gestärkt zurückkehren können in die Hauptstory. Wäre halt Folge 254. Das heißt dann Folge 255, wenn wir zu Ganondorf gehen. Aber eben, das sehen wir alles noch. Ne? Erst einmal will ich eben offscreen noch Ding gucken. Das Ding will ich noch reparieren lassen. Dann hier vielleicht nochmal ein bisschen neu zuweisen, die ganzen Items und so. Mal gucken. Wasserschwert sicher mal nochmal zerbrechen, nochmal abwarten, bis es repariert ist, um nochmal sicher zu gehen. Pfeile, ja, noch ein paar kaufen, wäre die dümmste Idee von allen. Das kann ich jetzt ganz kurz machen hier. Und dann sagen wir an der Stelle mal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Zurück bei Tears of the Kingdom, aber dann auf der Switch 2 mit besserer Grafik, besserer Performance und hoffentlich einem epischen und würdigen Finale. Bis dahin, ciao zusammen!